Burgenlexikon kompakt. Dem Bauherrn ging das Geld aus. Stellt euch vor, die stolzen Landgrafen von Leuchtenberg hatten Großes vor beim Bau der Burg Neuhaus. Ein Bergfried sollte entstehen, mächtig, monumental als Symbol ihrer Macht. 10 Meter Durchmesser, mindestens 30 Meter hoch. Ein echter Machtturm. Aber wie so oft im Mittelalter ging dem Bauherrn das Geld aus. Erster Bauabschnitt, das Fundament. Unten sieht man es noch heute. Sauber gearbeitete, behauene Buckelquader. So stellt man sich ein ehrgeiziges Projekt vor. Steinmetzkunst vom Feinsten. Zweitens, die Kasse leert sich. Doch dann, oh weh, die Quader werden kleiner. Das Material wird bescheidener. Schon da merkt man, hier hat der Bauherr den ersten Spargang eingelegt. Drittens, der echte Sparkurs. Und schließlich grobes Bruchsteinmauerwerk. Kaum bearbeitet, schnell verbaut. Das Sparpaket des Mittelalters. Die Landgrafen von Leuchtenberg litten wohl chronisch an Geldsorgen. Ihre Bauleute mussten improvisieren. Und so entstand die heute markante Butterfassform des Turmes. Viertens, die Butterfassform. Von fast 10 Metern Durchmesser unten verjüngt sich der Turm oben auf gerade einmal 6 Meter. Nicht, weil es schöner aussah, sondern weil es billiger war. Fünftens, Hurden und Kragstein. Die obere Hälfte wurde dann noch mit sogenannten Hurden versehen, hölzernen Umläufen, vielleicht aus Fachwerk. Leider wissen wir es nicht genau. Heute sieht man nur noch Einkerbungen und ein paar Kragsteine. Ältere Autoren hielten die übrigens für Aborterker. Aber nein, liebe Freunde, das waren keine mittelalterlichen Toiletten, sondern Teil der Verteidigung. Sechstens, der Zugang. Übrigens, das unterste Geschoss war nicht zugänglich. Erst heute quält man sich über eine steile Treppe von unten hinein. Damals lag der Eingang 10 Meter höher, mit einer Brücke verbunden zur Ringmauer. Wer rein wollte, musste also wortwörtlich hoch hinaus. Siebtens, das Ende der Hurden. Im 16. Jahrhundert dann ein Unglück. Beim großen Brand von Neuhaus im Jahr 1521. Dort brannte Ort und Burg ab. Verschwanden auch diese Holzanbauten. Zurück blieb der nackte Turm. Achtens, Verfall und Rettung. Über die Jahrhunderte war die Burg kaum noch gebraucht. Fast wäre sie abgebrochen und als Steinbruch verkauft worden. Doch irgendwann erinnerte man sich den Wert der alten Gemäuer. Und so blieben Bergfried und Palas erhalten, wenn auch in Butterfassform. Der Bergfried von Neuhaus erzählt uns also eine Geschichte von großen Plänen und leeren Kassen, von Machtträumen und von Sparmaßnahmen. Und am Ende wurde er trotzdem zum Wahrzeichen, wenn auch eher im Stil Butterfass statt Prachtbau. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Teil des Burgenlexikons. Euer Burgen.